Ja, über die Waterstage können wir sehr wahrscheinlich eine eigene Doku drehen. Am Anfang eine Idee war, man könnte ein Floss bauen und aufs Wasser spielen. Ein Festival geworden, wo man eine 15 Tonnen schwere Bühne mit einem Stahlrahmen auf ein Schiff rauflüpft und mit diesem Schiff, mit einer Band, die schon drauf spielt, zum Murten in den Hafen einfahrt, während die Leute in Gummiboot in diesem Hafenbecken innen die Musik dann geniessen können. Also eine mega Idee. Und vor allem halt Corona-tauglich, weil mit Gummiboot hast du natürlich maximal 4er-Gruppen, hast Abstand. Alles mega gut angedenkt. Und dann ist dann das Hochwasser gekommen. Dann haben wir nicht Schiff fahren. Dann haben wir das ganze Festival müssen umplanen ans Ufer. Die jenste Grenze gesprengt. Das ist von Sicherheitskonzept und schlussendlich noch eine Uferbeleuchtung, die man machen musste, dass niemand ins Wasser fällt. Und es waren x Sachen. Und schlussendlich musste man alles absagen. Es ist alles zusammen eigentlich Bach ab oder See ab, oder wie man das immer sagen kann. Am Samstag haben wir so viel starken Sturm gemeldet bekommen vom Flughafen Zürich, dass wir das ganze Festival am Samstagabend haben müssen absagen und das Ganze auf eine Sonntag verlagern. Das erste Festival nach Corona mit über 1000 Leuten über die Bühne. Und heute dürfen wir mit Stolz sagen, wir haben eigentlich gezeigt, dass es nach wie vor möglich ist, auch grosse Anlässe ohne irgendwelche Ansteckungsherden zu organisieren. Dann war ich Knüttler, aber ganz nach dem Motto, was einem nicht umbringt, macht einem stärker, haben wir eben auch das irgendwie durchziehen können.